Ich wohne mitten in München, ganz schön, 23 Quadratmeter, 1200 € kalt. Mein München halt, gell? Aber die Wohnung habe ich schon vor 8 Jahren gefunden. Also da waren die Zeiten noch einfacher. Da habe ich lediglich 5000 € extra hinlegen müssen und eine Niere. Aber ich habe ja nur eine zweite. Nein, ich bin damals nicht allein eingezogen, sondern mit meinem damaligen Partner. Große Liebe. Hab ich gemeint. Georg heißt der. Aber dann hat der einfach mir nix, dir nix, hat der Schluss gemacht auf einmal. Ja, der hat einfach gesagt, gehörst, es ist aus. Ein Wiener Würstel, ein windiges, der Schluchtenschorschi. Ja, geh scheißen, du gefrasst, wirklich. Na, aber das ist schon 6 Jahre her, muss ich dazu sagen, aber es hat einfach keiner von uns eine Alternative gefunden, jetzt wohnlich gesehen. Ja klar, weil für 1200 kalt, da findest du gerade einmal ein schimmliges Einzimmer-Appartement im Souterrain in Neuaubing oder wer will das schon? Na, und jetzt sind wir so in einer Art Zwangs-WG über Jahre schon, wirklich. Ja, da machst du schon was mit, da sind ja auch Gefühle im Spiel. Aber ganz ehrlich, wenn man sich bemüht um einen respektvollen Umgang, dann geht das schon. Also ich bemühe mich. Gut, ich habe es auch mit neuen Liebschaften probiert. Also ich bin ja eher so ein häuslicher Typ. Also ich habe die Männer eher zu mir heim eingeladen. Und da waren ganz annehmbare Anwärter dabei. Aber wirklich jedes Mal, wenn ich mit meinem neuen Date so horizontal so ein bisschen zugange war, jedes Mal hat er, also mein Ex, angefangen zum Schnarchen. Ja klar, der liegt ja da im Doppelbett neben uns, weil... Ja, mehr gibt jetzt die Wohnung wirklich nicht her, gell? Aber die Männer jetzt mal sofort getürmt, super empfindlich, gell? Und jetzt war ich halt schon in Fahrt und er, mein Ex, war halt da. Es ist halt dann doch immer noch was gegangen, gell? Aber ein Gulasch schmeckt mir halt aufgewärmt irgendwie auch am besten. Nein, ich mache schon viel mit dem, gell? Ich habe einmal beobachtet, wirklich war, in der Bäckerei bei uns, da arbeitet so ein Flitscherl, das grinst schon immer so. Und da habe ich genau gesehen, wie er, mein Ösi, schamlos hat der Nähgaft in ihre Quarktaschen. Dieser gamsige Germknädel, wirklich. Da sind mit mir kurz die Pferde durchgegangen, also ich habe dann im Affekt quasi seinen gesamten Biervorrat zusammengesoffen. Nein, ich habe ihn dann schon wieder aufgefüllt, nämlich mit alkoholfreiem Radler.